heute Nachmittag zum Textlernen über den Ostfriedhof gelaufen. Und das, was ich da gesehen habe, habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich habe einen Grabstein entdeckt, den ich auch gerne hätte. Da stand drauf, guck nicht so blöd, ich läg auch lieber am Strand. Wir Kölner präsentieren dies Jahr auch etwas, und zwar 850 Jahre die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Nicht? Wir Kölner präsentieren der Öffentlichkeit Knochen. ProSieben macht sowas auch, die nennen das Germany's Next Topmodel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie so Gleichaltrige treffen. Ist Ihnen schon mal passiert, dass man so Leute sieht, denkt, nee, aber so alt sehe ich noch nicht. Geht mir immer, ehrlich, ne? Ehrlich, ich habe jetzt versucht, mich zu beruhigen und habe letztens meine Frau gefragt, Riesenfehler. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, wenn du mich nicht kennen würdest, wie alt würdest du mich schätzen? Stand meine Frau so vor mir und sagt, ja, also von den Haaren her wirkst du ja relativ jung, die sind ja alle 4 Wochen neu. 29, so von der Haut her, so 32, von der Figur 35. Sagt, du bist süß. Sagt ihr, nee, warte, ich muss noch zusammenrechnen. Warte gerade mal. Meine Damen und Herren, Sie sehen an meiner unglaublich eleganten Handhaltung, dass ich das früher mal gelernt habe. Ich habe früher auch mal gekellnert in Porz. Bin damals bei uns im Lokal zu einem Herrn hingekommen, sag ich, guten Abend, was darf ich Ihnen bringen? Ja, seht ihr, ich hätte hier ein Hähnchen aus Quadrat Ischendorf. Sag ich, Entschuldigung, was darf ich Ihnen bringen? Ja, seht ihr, ein Hähnchen aus Quadrat Ischendorf. Ich ab in die Küche zu unserem Koch. Sag mal, haben wir sowas? Sagt er, nee, wir haben nur eins aus Pullheim-Sinnersdorf, aber das merkt er sowieso nicht. Ich nach 20 Minuten hin, serviert, sagt der Mann, Moment, hat den kleinen Finger genommen in den Hintern von dem Hähnchen. Hat gesagt, hör mal, das kommt nicht aus Quadrat Ischendorf. Pullheim, Sinnersdorf. Dann haben sie gesagt, ich will ein Hähnchen aus Ischendorf haben. Ich ab in die Küche. Ich sagte, der hat das gemerkt. Ich mag kein Hähnchen aus Ischendorf. Sagt der Guido, bleib ganz ruhig, wir haben noch eins aus Portswan. Beim zweiten Mal merkt das garantiert nicht. Viertelstunde, selbe Prozedur, kleiner Finger. Seht ihr, hör uns, das geht auch nicht aus Ischendorf. Wann? Zentrum. Verdammte Sauerei, ich will den Geschäftsführer sprechen, mich beschweren. Ich hab den Chef holen gegangen, eine sehr unangenehme Sache. Am Nebentisch saß ein Betrunkener, der hat das ganze Spielchen mitbekommen. Ging von hinten zu dem Mann, klopfte ihm auf die Schulter und sagte, entschuldigen Sie bitte mal, können Sie das bei mir auch mal machen? Ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. Jetzt muss ich natürlich ehrlich sein, dass in Porz auch Probleme gibt. Ich möchte Ihnen das nicht verschweigen. Ja, ist klar. Ne? Das Problem ist, wenn ich jetzt in Köln abends weggehe, so wie Sie heute Abend, und dann mit dem Taxi nach Hause fahren möchte, zahle ich ungefähr 27 €. Das ist ja teuer. Ne? Wie kann man das billiger haben, habe ich mich gefragt. Und ich habe einen guten Tipp für Sie, auch für die Zuschauer zu Hause. Passen Sie auf. Wenn ich an der Theke stehe, freitagsabends, und merke nach dem 6., 7. Wodka Lemon, Guido, du musst nach Hause, hole ich an der Theke mein Handy raus und rufe bei einem Lokal an, die bis nachts um 3 Uhr Küche haben. Das ist ein Italiener. Die melden sich dann immer. Buonasera, ist der Pizzataxi in Napoli? Guten Abend. Ganz eine Frage. Liefern Sie auch nach Porz? Nach Porze? Ist ja kein Problem. Ihre Bestellung, bitte. Eine Pizza Margherita. Pizza Margherita. Kostet 5 €, Ihre Adresse bitte. Pichlerstraße 6 in Porz. Dauert 3/4 Stunde. Dann warte ich so 15 bis 17 Minuten, stelle mich schräg vor den Ausgang vom Pizzataxi und warte, bis dieser italienische Fiat Cinquecento-Fahrer mit seinem Styroporkasten rauskommt und sagt, ey Kollege, wo fährst du hin? Ich fahre nach Porze. Kannst du mich mitnehmen? Steig ein, so komme ich für 5 € nach Hause und bin satt. Es wird in Porz auch anders beerdigt. Das hab ich nicht geglaubt, oder? Ich bin Allerheiligen über den Friedhof gelaufen und habe am Ende von so einem Gang 3 Gräber nebeneinander gesehen, die sahen exakt gleich aus. Als ich davor stand, habe ich gesehen, die Grabsteine waren unterschiedlich beschriftet. Auf dem mittleren Grabstein stand, hier ruht der Hütchenspieler Karl-Heinz Schmitz. Auf dem linken stand oder hier, auf dem rechten oder vielleicht hier. Porz ist sehr schön, kann Ihnen das ans Herz nehmen. Im letzten Jahr haben die mir zweimal das Navi aus dem Auto rausgeklaut, vor meiner Haustür. Kein Spaß. Beim ersten Mal habe ich es gar nicht kapiert. Habe mir ins Auto reingesetzt, dachte, hä? Loch im Armaturenbrett? Aha,
Die Technik geht voran. Jetzt ist das Navi schon ohne dein Auto Richtung Polen unterwegs. Schön. Diese Frauenstimme, sensationell. Nummer 3, Chantal. Die Frau hat einen Sexappeal beim Straßenvorlesen, das ist der Hammer. Da sitze ich so was von reusig im Auto, ehrlich. Ich stelle das ja auch immer ein, auch wenn ich nur einkaufen fahre. Scheißegal. Und ich glaube auch, Chantal merkt, dass ich sie gut finde. Immer wenn ich das Navi einschalte, sagt die zu mir, Ihre Route wird berechnet. Bei uns trifft sich die Welt. Bei uns waren auch letztens 2 zu Besuch aus den 9 Bundesländern. Einer war aus der Nähe von Berlin, einer aus Sachsen. Beide haben sich über ihren Beruf unterhalten. Der Berliner sagte, ja, was denn? Also, ich hab einen super Job erwischt, wa? Ich bin Kraftfahrer vom Beruf, ja. Also, ich fahr jeden Tag Berlin, Hamburg, Hamburg, Berlin, Berlin, Hamburg, Hamburg, Berlin. Das ist gut. Nö, sagt der Sachse, also, du. Ich fahr auch jeden Tag Hof, Halle, Halle, Hof, Hof, Halle, Halle, Hof. Sagt er, was denn, fährst du auch LKW? Sagt er, nee, Gabelstapler. Multikulti, international durch den Flughafen, da ist immer was los. Ein Freund von mir arbeitet beim Zoll. Der sagt, was meinst du, was da jeden Tag für Typen ankommen? Da ist letztens einer gelandet, ein Farbiger, der hatte einen Ausweis. Da konntest du von 100 Metern schon sehen, dass der gefälscht war. Und der Typ hat kackfrech statt seines Passfotos auch noch ein Bild von Leonardo DiCaprio da reingeklebt. Jetzt guckt er sich den Ausweis an, guckt den Typ an. Ausweis, Typ, Ausweis. Und sagt, Moment, ich bin in 10 Minuten wieder da. Ist mit dem Ausweis zu seinem Zollkollegen und sagt, hör uns, Dieter, ich habe eine Frage. Die Titanic. Ist die abgesoffen oder abgebrannt? Sie wissen, Kohl ist begeisterter Sportler. Er ist im letzten Urlaub viel gewandert, beim Wandern über eine Wurzel gestolpert. Ich kann Sie beruhigen, Helmut, ist nichts passiert. Nur in Essen beim Seismologischen Institut haben die 7,5 auf der oben auf einer Richterskala gemessen. Morgen früh fliege ich ganz früh mit dem Marie direkt nach Berlin. Oh, wie In der schön. Bundeshauptstadt? Jawohl. Berlin ist wunderschön. Ja, da Berlin. kommt doch mit. Ne, ich habe ja keine Zeit, aber wenn ich mitkäme, ich würde mir, glaube ich, als allererstes mal diesen wunderschönen Altar angucken, wo sie immer in der Zeitung von schreiben. Ja, jetzt. ist auch super. Der ist toll. schön. Ja, ja. Was für ein Altar? Pergamonet Der steht. Pergamon-Altar, genau, der ist schön. Das ist aber lustig, was? Wieso? Ja, da heißt der ja genauso wie das Papier, wo ich mir immer die Butterbrotens drin einpacke. wa? Nein. Nee, Moment. Pergamon, oh, habe ich rollenweise zu Hause. Pergamonpapier, Nein, musst du sehen. Jübchen, das Papier, wo du deine Butterbrote einpackst, das heißt Pergamentpapier. Genau. Jupp, da verwechselst du was. Also, pass auf, das sind ja die Flecken, die du so auf der Haut kriegst, wenn du was älter bist. Bitte? Da kriegt man die Pergamentflecken. Ach, nee, Jübchen, Die hast bitte. Hör auf. Die Flecken, die du auf der Haut hast, das sind Pigmentflecken. Das sind Pigmente. So eine Quatsch, das sind doch die kleinen Männlein, die durch den Urwald laufen und die Leute mit Glasrohr kaputt schießen. Jübchen, bist du denn nun völlig bekloppt? Die kleinen Männelein, von denen du redest, die heißen Pygmäen. Nun blamier dich bitte nicht, Jans. Wieso? Also, meine Damen und Herren, der Jupp interessiert sich nicht so sehr für Sport. Aber ich gucke mich jedes Jahr die Tour de France an. Und da kannst du sehen, wie sie mit den Fahrrädern über die Pygmäen fahren. Jübchen, ist das denn so? Und der Jan Ulrich ist auf einer Pygmäe gestürzt. Das habe ich Nein, selbst Jübchen, gesehen. bitte hör auf. Da, wo die im Sommer mit die Fahrräder drüber fahren, das sind die Pyrenäen. Pyrenäen. Pyrenäen habe ich vor 2 Jahren mit dem Marie vorgestanden. Es war schwer so oben raufgelaufen in Ägyptien. Wo? In Ägyptien. Die Cheops-Pyrenäe, die größte Pyrenäe, die dabei ist. Jübchen. Die Dinger, die aussehen wie die Tetrapacks. Ich hab's doch selbst gesehen. Nein, Jübchen. Jübchen. Die Dinger, wo du mit der Marie in Ägypten vorgestanden hast, das waren nicht die Pyrenäen. Du hast vor den Pyramiden gestanden. Du bist ein Ferkel, Jupp. Bitte? Wieso? Ach, das sind doch die Knubbel-Fotos, die man hat. Das weißt du doch Ja, ganz genau. Jübchen, bitte. Ist nicht auszuhalten, Jübchen, was du da erzählst. Davon die Knubbel, von denen du redest, das sind Hämorrhoiden. Hämorrhoiden. Guckst du keine Wetterbericht? Jeden Tag sagen sie, schlechtes Wetter von die Hämorrhoiden. Da kommt das her. Jawohl. Die sagen schlechtes Wetter von den Hebriden. Richtig. Inselgruppe oberhalb von Schottland. Oberhalb von Ja. sind die Haflingerinseln, da Bitte? weiß doch jeder. Oder wie heißt das Pferd? Shetland heißt das Shetland, Pferd. genau. Da ist doch nicht so gelaufen. Jübchen, könnten wir uns vielleicht darauf verständigen, dass du besser nur bis Berlin fliegst und nicht bis nach der Shetland? Das kann ja nichts geben. Ich hab doch mit der Pergament ja nicht angefangen, da woher du? Zumal wir jetzt demnächst noch 40-jährige Hochzeitstag haben. Ja. 40 Jahre. 40 Jahre. Ihr seid 40 Jahre verheiratet?
Ja. Junge, das schafft nicht jeder. Nee, aber ich meine, wir verstehen uns ja blind. Wir haben auch immer noch die schönen Handtücher, die du uns damals für die Hochzeit geschenkt hast. Ja, das habe ich gehört. Ja. Gute Qualität. Ja, und da waren auch wirklich schöne Handtücher. Und da hatte man ja extra die Buchstaben noch drauf sticken lassen. Ja, da war schon toll. Moment, was für Buchstaben? Ach, wir hatten, weißt du, auf das eine Handtuch hatte man ein großes A draufsticken lassen und auf das andere ein großes G. Ja, super. Ach, schön. Schön. Das sind aber auch nicht die Anfangsbuchstaben von Jübchen und Marie. Nein, wie intelligent, Josef. Nein, das sollten sie ja auch nicht sein. Ja, was Nein, denn? ich sprach jetzt noch mit der Marie und da sagte sie, Jupp, sagt sie, ich bin begeistert, auch nach 40 Jahren. Ich nehme immer noch das Handtuch mit dem A für das Antlitz und das mit dem G für das Gesäß. Also ein Traum. Das kann ich verstehen. Moment mal. Tolle Idee. Was? Also ich nehme seit 40 Jahren G für Gesicht und A für A. Jübchen, bitte. Merkel Angela, die Frau mit der verhaltenen Leidenschaft. Also diese... Das ist eine rasante Frau. Hören Sie mal, die rasiert Leute so schnell, dass sie gar nicht gemerkt, dass sie geschnitten wurden. Fragen Sie mal den März. Vier Jahre APO für die Liberalen, den Preis müssen wir bezahlen. Das, was kein Politiker mag, Hausverbot im Bundestag. Mancher meinte, die FDP sei überflüssig, der Bürger ihrer überdrüssig. Schließlich sei Freiheit doch selbstverständlich und somit die Geschichte der Liberalen endlich. Nun, kaum sind wir aus der Regierung raus, teilen die schwarzen Sheriffs wieder aus. Daten wollen sie auf Vorrat halten, sich in die Privatsphäre von euch Bürgern schalten. Doch wenn die gesammelten Daten in die Öffentlichkeit geraten, ist so mancher übel dran. Zum Beispiel der Ehemann, dessen Gattin erfährt, dass da noch eine andere Liebe gärt. L'amour bringt nicht nur bei Franzosen Bewegung in Politikerhosen. Ja? Staatsbegräbnisse, das ist mein Tag. Blumengestecke, Reservierung. Stellt euch mal vor, dem Schröder und dem Fischer würde gleichzeitig was passieren, was Gott verhüten möge. Das Staatsbegräbnis, stellt euch mal das vor, ich müsste ja 3 Bänke für die Witwen reservieren. Bist du wieder am Flirten? Ist ein Hobby von mir, ja. Du sollst dir lieber ein Beispiel an mir nehmen. Wieso? Ich bin 25 Jahre glücklich verheiratet. Immer fest dran glauben. Und ich schenke meiner Frau so ja zur Silberhochzeit ein goldenes Armband. Ein goldenes Armband. Ja. Gefangen, gefangen in goldenen Ketten. Man könnte auch so singen. Er schenkt seiner Frau ein goldenes Armband. La 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 la. Ist der beklagt. Ich meine, ich glaube, ich schenke meiner Frau zur Silberhochzeit eine Afrika-Reise. Wie, so weg bis nach Afrika? Afrika, so, pass auf. Alles Afrika. Ist es jetzt so? Was willst du denn, Frauchen, dann ich zur goldenen Hochzeit schenken? Was heißt das schenken, da hol ich dich wieder ab. Ich war im Urlaub auf Mallorca in Sarcoma. Ach, so krank warst du. Ich war doch nicht krank. Das, so heißt doch der Urlaubsort. Ach, war schön. War schön. Freut mich für dich. Weißt du, was ich da gemacht habe? Keine Ahnung. Stell dir vor, ich habe eine alte Frau mitten im Berufsverkehr über die Straße gebracht. Mhm. Und wie alt war die Dame? War so circa 80. Mein Gott, hier sind alle so ran, ehrlich. Da sollst du dir lieber ein Beispiel dran nehmen. Pass mal auf, mein Freund, ich war auf Hawaii. Du warst auf Hawaii? Aloha. Ja, was heißt das dann? Das heißt Küste, Hügel, Küste, Morgen. Aloha.
Ich habe eine ältere Dame vom Ertrinken gerettet. Da hast du bestimmt das Verdienstkreuz gekriegt. Schlimmer, ich habe bei die Fresse reinkriegen. Wie von der Aarhusfrau? Von einem Mann, der kannte ich ja nicht. Der Kerl ist noch frisch geworden. Was hätte er dann gesagt? Ich meine, der Günstiger Schwiegermutter und Schwimmer selber beibringen, ja. Ja, weißt du, wenn man so älter wird, dann hat man ja ganz ab und zu ein Wehwehchen, ne? Naja, das geht schon ins Schwür, ja. Ja, stell dir vor, ich habe mal vorige Woche meinen Sympathikus in die Klemme. Weißt du, was das für Rundbingen sind? Das sind Schmerz. Ja. Wie kann man sich dann der Sympathikus einklemmen, hör mal? Im Sitze beim Fahrradfahren. Beim Radfahren? Ja, und immer wenn ich durch den Wald fahre. Da sind ja so viele Hubbele. Durch den Wald? Ja. Kannst du mir dann sagen, was ich da je mache, so? Immer wenn du mit dem Rad fährst, hast du den Sympathikus eingeklemmt? Immer. Mach doch unseren Sattel auf das Fahrrad, was hältst du davon? Wo ist da wieder Gran Canaria? Ich war auf der Insel Bacca de Catalaca. Ich Wo war am da? Strand. Da habe ich mich angepasst, habe ich mir eine Tanga angetrocknet. Eine Tanga. Da war ja ein Neid am Stand, ich den Tanga anhatte. Ach, Warum war dann da nein? ich hatte verkehrt rum an, da war ich. Warum lachen Sie? Sie haben doch ja nichts gesehen. Am Strand hat keiner gelacht, die haben mich erkannt und haben gesungen. Was haben die dann da gesungen? Lingelingeling, da kommt der Eiermann, jawohl. Ich habe jahrelang bei der Lufthansa gearbeitet. Ich habe schon alles geflogen, mein Freund. Ich habe damals ein Bimbo geflogen. Moment, du meinst eine Jumbo? Hast du da Flugschein oder ich, hör mal? Ich habe schon Chester-Maschinen geflogen, Karibik, Nassau, Cat Island. Damals eine Chester mit 6 Damen an Bord. 6 Damen? Scheiße, hab ich vergessen zu tanken, das war ein Problem, du ehrlich. Ja, was war dann da? Da musste ich notlanden auf einer unbewohnten Insel. Unbewohnt? Vorher. 6 Frauen. Ich ganz alleine. 6 Frauen. 6 Jahre verschüttet. Ich kann das Wort Sex nicht mehr hören. Und die hatten alle eine Bambushütte, die waren Kilometer weit auseinander. Und jede Frau wollte mich haben. Das war eine Lauferei, kann ich das sagen, du. Was meinst du, dass wir abends die Füße wehgetan haben? Aber sonntags hatte ich frei, Junge. Ja, was hast du denn da Hab gemacht? ich auf den höchsten Berg geklettert, hab geguckt, ob Hilfe kam. Ist da noch Hilfe gekommen? Nach 4 Jahren ein Mann auf einem Floß. Ich war so glücklich. 3 Tage frei in der Woche. Ich an den Strand, hab den umarmt, der hat mich gar nicht mehr losgelassen, der Junge. Ich sag, wie heißt du denn? Ich heiße Detlef. Ja, und da? Da war mein Sonntag auch hin, ist doch klar, oder? Ich habe jetzt in 14 Tagen Englisch gelernt. Kannst du das verstehen? Nicht? Komisch, die Engländer auch nicht, du. Und das ist so einfach. My Fair Lady heißt meine 4 Frauen. Old Man River, alle Mann rüber. Liverpool, lieber Paul. Auf Französisch habe ich in 8 Tagen gelernt. Das ist ja noch leichter. Logische Sprache. Le Tinef, das Hochzeitsgeschenk. Die Sünde, la chaise longue. Der Sexshop, la boutique de Ferkelage. Was habe ich noch gelernt? Der BH, la Jalousie de Titi. Und meine Frau, die will da auch nicht mehr hin. Bloß wegen der Mücken. Verstehe ich gar nicht, die war noch nie so umschwärmt. Nee, wir hatten da gezeltet, nicht? Und das war ein Surren da in dem Zelt. In der ersten Nacht, da sah die schon aus wie eine deutsche Behörde. Ja, es gab keine Stelle, die nicht bestochen war. Nicht? Ich könnte denen in Bonn alle Probleme vom Tisch fegen. Ich habe mich da schon beworben als Bundestagsabgeordneter. Was haben Sie denn gelernt?
Ich sag nichts. Ja, dann macht das wohl klappen, da brauchen wir Sie nicht umzuschulen. Nicht? Bundeshaus, da kommst du ja nicht mal mehr rein. Der Herbert Wehner, der lag unten quer vor der Tür. Ja, nun hatten die Hochwasser gemeldet und dann dichten die das immer ab mit alten Säcken, nicht? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Meine Eltern hatten mich gut erzogen und durch so einen miesen Eisenbahnschaffner bin ich aus der Bahn geraten. Ich hätte im Zug eine Frau belästigt. Das kann ich doch nicht machen. Wir waren ja auch ein Triebwagen. Von wegen reserviertes Abteil. Ich konnte nicht mal meinen Koffer loswerden. Da saß einer im Gepäcknetz und schlief. Den habe ich dann erst mal rausgeholt. Was wollen Sie überhaupt? Ich habe doch eine Netzkarte. Da habe ich ihm eine geknallt. Ich sag, hier, ich habe eine Zuschlagkarte. Das wird hier in Münster immer teurer. Ich habe mit meiner Frau hier übernachtet. 100 Mark. Der Hotelier sagt, wieso? 2 mal 45 Mark die Übernachtung, 2 mal 5 Mark ist Frühstück. Ich sag, Frühstück, Frühstück. Wir haben doch gar nicht gefrühstückt. Stand aber im Frühstückszimmer für Sie bereit. Wenn Sie nicht hingegangen sind, ist doch nicht meine Schuld. Ich sag, dann kriege ich ja von Ihnen jetzt auch 100 Mark, weil Sie heute Nacht bei meiner Frau auf dem Zimmer waren. Das ist eine Unverschämtheit, ich kenne Ihre Frau doch gar nicht. War aber heute Nacht hier im Hause, wenn Sie nicht hingegangen sind, ist doch nicht meine Schuld. Aber durch die 8 Pence herrschte bei uns daheim große Armut. Wir konnten uns kaum jeder erlauben. Am Ende vom Jahr nahm der Papp die angesammelte Rechnungen. Der zieht mich. Da trug einer raus und die wurde bezahlt. Der Rest floh in den Papierkauf. Einmal hätte er von einem bösen Brief gekriegt. Wenn Sie nicht bis zum 31. bezahlt haben oder so, hätte Papa mir wieder geschrieben. Wenn Sie mir noch mal so einen bösen Brief schreiben, nehmen Sie an den Verlosungen nicht mehr teil. Und der Mamas größtes Vergnügen war jedes Jahr ein Kind zu kriegen. Bei 7 sagte sie, es reicht. Da war auch Papa überzeugt. Er seht, davon werde mir nicht reicher, auf morgen schlafe ich Speicher. Da meint der Mann, die das gehört, da drüber bin ich nicht empört. Wenn du meinst, das nützt uns jetzt, ja nicht mit noch auf ein Bett. Bei unser Haus ist das anders. Wenn wir alle zusammen sind, ist das Zimmer voll. Kam mein Onkel mal und sagt für den Papa, bei all den Kindern hältst du doch noch ein Ente? Sagt der Papa, das ist kein Ent, das ist der Klappenstorch. Der hat sich bei uns die Füße abgelaufen. Aber in letzter Zeit ist der Oma ein bisschen der Neffe. Die Tag, wo sie mit mir in der Kirche, sie kniet neben mir, hätte Hängchen gefallen. Ein Würstchen dazwischen. Ich sage, Oma, was meinst du mit dem Würstchen? Ach, setze Hänschen, da habe ich daheim mit dem Baby in den Zug geschmissen. Die meiste Sorge ist daheim mit uns, meine Schwester Ludmilla. Die Langlatz. Dauernd ist sie am Kriechen, weil er so groß ist. Der Papp sagt, Jangens ins Stadion, da fällst du nicht ab. It ab und in Müngersdorf ist ein Mann, der Heck am Schnicken. It beugt sich drüber und sagt, sie entschuldigen zum Stadion.
Bloß der Huhnsee reiten sie immer geradeaus. Nachmittags gingen wir immer schwimmen. Wie die Lückming-Schwester im Bikini suchen, hehlen die Luft an. Ich sage, hören's, Annemarie, wie siehst du dann aus? Du kannst doch nicht hier im Strandbad so rumlaufen. Wie siehst du offener rum aus, ganz ohne? Seht, da brauchst du ja nicht hinzulachen, du kleiner Junge. Ich sage, was hast du dann da? Seht, das darf ich dir nicht sagen, du hast du früher getrunken, wie du klein warst. Ich sag, warum wir dann so arm, dass wir keine Tasse hatten? Der Mama hat ja noch mehr Kinderschuhe gehabt. Aber beim Pap war nix mehr. Seht die Schmitz von nebenan für die Mam, sie müssen ihn viel mehr reizen. Sie müssen ihn ins Vordere. Dann sind sie schwarznäcklich an. Legen sie auf der Couch. Hat sie getan. Der Pappküderin sieht sie da lesen, auch es jetzt mit der Oma. Die ganze Woche hat der Mann wie geübt. Mit einem Rudenäckliche. Mit einem blauen Näckliche. So ja mit einem Grüne. Nix. Samstags ist so das ganze Jahr. Hätt sie sich pudelblank auf der Couch geladen. Der Pappküderin sagt, der Mann fällt nix ab. Doch, sagt der Papp, das Hautfarbene steht am besten. Das könntest du nur noch ins Bügeln. Aber ich spruch mir heute Abend nicht zu bügeln. Ich bin in Form. Und ich möchte mich für all die 50 Jahre, die ihr mit so gehört hat, bedanken. Ich danke euch von Herzen und wünsche ich dafür Glück, Gesundheit und Freude. Seitdem es im Fernsehen Fußball gibt, ist Fußballgucken sehr beliebt. Obwohl so mancher ja nicht weiß, warum ein Fußball Fußball heißt. Drum hat für euch, ihr meine Lieben, der Berti Vogts ein Buch geschrieben. Da habe ich vor, draus vorzulesen, Dein Ball, das unbekannte Wesen. Also, der Lederball, das weiß nicht jeder, hat innen Luft und außen. Das stimmt, ja. Das Leder außen ist vonnöten, sonst ging die Luft von drinnen. Doch andererseits wäre ohne Fülle das Leder eine Leere. Sag mal, kennt ihr das Buch? Der Anpfiff, der kommt immerhin exakt genau zum Spielbeginn. Ja, der Abpfiff findet später statt, wenn das Vorspiel mal ein Nachspiel hat. Das Dress, so nennt man die Bekleidung, dient A zur Gegnerunterscheidung und B kann man mit solchen Sachen auch werbewirksam Werbung machen. Das heißt, dass der das bemalt, zum Schluss den ganzen Dress bezahlt. Insbesondere alte Herren, die sponsert man besonders gern. Bezüglich Unfall und Vererbung grenzt sowas schon an Bandenwerbung. Das Spielfeld hat seit alten Zeiten 2 kurze und 2 lange, ist also praktisch mathematisch seitlich länger als quadratisch. Da, wo die kurzen und die großen Seiten aneinander entsteht durch den Zusammenschluss
von Tangens und von Kokosnuss, wer war das? Entsteht durch den Zusammenschluss von Kotangens und Tetanus am Ende einer jeden Strecke eine Spitze und die nennt man Damit der Spieler das behält, ist da eine Fahne aufgestellt. Dann ist da vis-à-vis von dieser, das heißt am Ende von der Wiese, mal aus Balken, mal aus Rohr, das sogenannte Fußball. Das Abseits. Was mancher niemals nie begreift, warum, wieso man abseits pfeift. Drum will ich jetzt einmal probieren, euch das einmal zu explizieren. Abseits ist zum Beispiel so, von drüben kommt ein Libero. Der drischt nach vorne einen Pass. Der Torwart denkt, da tut sich was. Kommt langsam aus dem Tor nach draußen, links außen lauert ein rechts außen. Der fängt jetzt an zu überlegen, eilt dem Ball ein Stück entgegen, steht plötzlich ganz allein vom Tor, er nimmt das Leder volles Rohr, da greift der Schiedsrichter zur Pfeife. Siehst du, das ist was ich nie begreife. Ihr jetzt wisst, wie Fußball geht und was das ist, da wäre somit alles klar. In diesem Sinn, hip hip. I love you, thank you very much. Ich habe mal hier in Köln eine Taxifahrt gemacht, da habe ich noch einen mitgenommen, einen Amerikaner. Wir kommen hier über die Aachener Straße am Müngersdorfer Stadion vorbei. Sagt er, oh, what is that? Sagt er, das ist das Müngersdorfer Stadion, das haben wir umgebaut. 40.000 Zuschauer in 1,5 Jahren, außer wir in Amerika. Wir bauen ein Stadion für 100.000 Zuschauer in einem Jahr. Jetzt kommen wir an der Köln Arena vorbei. Sagt er, oh, sagt er, what is that? Sagt, das ist die Köln Arena. 18.000 Zuschauer haben wir gebaut in 2 Jahren. Oh, sagt er, wir in Amerika. Wir bauen eine Arena für 50.000 Zuschauer in 6 Monaten. Ich denke dem Chrisse. Wir kommen am Kölner Dom vorbei. Sagt er, oh, sagt er, what is that? Ich sag, kann ich dir nicht sagen. Ich bin seit vorige Woche hier nicht mehr vorbeigekommen. Naja, wir brauchen in dieser Zeit auch Optimisten und keine Pessimisten. Gibt zwar Optimisten, die sagen, in einem halben Jahr gehen wir alle betteln. Aber die Pessimisten sagen, bei wem? Ich höre es doch jeden Tag. Die CDU sagt, die SPD hat keine Ahnung. Die SPD sagt, die CDU hat keine Ahnung. Und das Schöne daran, die haben beide recht. Ja. Was haben die uns vor der Wahl erzählt, wa? Mit Schröder auf der Überholspur in die Zukunft. Von Geisterfahrer hat keiner gesprochen. Ja, vor Wochen hat er noch gesagt, wenn das einer besser kann, soll er es machen. Was soll man mit 80 Millionen Kanzler? Ich meine, ich habe da nichts mehr mit zu tun. Ich habe die Rente durch. Riester-Rente. Kennen Sie das? 225 Möglichkeiten, kein Geld zu kriegen. Ja, ich habe mich damit abgefunden. Ich werde nach meinem Tod noch ein bisschen arbeiten, damit ich im Alter was auf der hohen Kante habe. Ich habe schon an der Theke mit einem gesprochen. Wir haben einen Kölsch getrunken. Sagte, ich hab nur Pech gehabt, nur Pech. Ich wollte mir das Leben nehmen. Ich hab mich vom Zug geschmissen. Kam kein Zug, kennst ja die Bundesbahn.
Da wollte ich mich aufhängen, ist der Strick gerissen. Und dann habe ich mir Gift ins Bier getan und jetzt trinkst du das. Nur Pech, ne? Aber eins weiß ich, Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Yeah! Unsere Schiedsrichter machen das schon. Und dann der Schröder, den kennen Sie doch, ne? Der größte Liebhaber Deutschlands. Unter dem stöhnen Millionen. Hier, der Joschka Fischer, der meint auch, wenn er 25 Mal verheiratet ist, hätte er silberne Hochzeit. Ich war gestern noch in Ostfriesland. Ostfriesland kennen Sie ja, ne? Ein breites, flaches Land. Kannst am Mittwoch schon sehen, wer am Sonntag zu Besuch kommt. Ich hab da einen Onkel, 80 Jahre, der war jetzt beim Doktor. Jetzt hören Sie mal, Herr Doktor. Ich packe das nicht. Ich packe das nicht. Meine Frau ist schwanger. Dr. Hut ab für ihn, 80 Jahre. Jetzt hören Sie mal, Herr Doktor, das pack ich nicht. Meine Frau ist 35 und ich bin 80 und die ist schwanger. Das pack ich nicht. Herr Doktor, hören Sie mal, da muss ich Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Jäger. Sie gehen durch den Wald, kommt Ihnen ein Hase entgegen. Sie haben keine Flinte mit. Sie nehmen Ihren Spazierstock, legen an, sagen Ping und der Hase fällt tot um. Da hören Sie mal, Doktor, jetzt wollen Sie mich wohl am Arm nehmen, wa? Da muss da wohl ein anderer geschossen haben, sagt der Doktor. Sehen Sie, jetzt packen Sie es doch. Alle, die in der Öffentlichkeit stehen, die werden doch jetzt heimlich fotografiert. Ne? Sie haben den Papst heimlich fotografiert. Er bohrte gerade in der Nase. Er schrieb einen Brief an die Korinther. Der Papst hat hier jetzt Besuch gehabt, nicht? Da waren die Werbefachleute von Coca-Cola da. Haben gesagt, lieber Papst, wir geben Ihnen 50 Millionen $, wenn Sie das Wort Coca-Cola mit ins Vaterunser einbauen. Hat der Papst gesagt, unmöglich, unmöglich. 8 Jahre später waren die wieder da. Haben sie gesagt, lieber Papst, wir geben Ihnen 100 Millionen $, wenn Sie das Wort Coca-Cola mit ins Vaterunser einbauen. Da ist er nervös geworden, unser Papst. Hat er seinen Sekretär gerufen, hat gesagt, hör mal, Jakob, was haben wir eigentlich damals von den Bäckern bekommen für unser tägliches Brot? Ich habe ja Verbindung gehabt nach oben. Ich habe gesagt, lieber Gott, warum ist meine Frau so schön? Kommt die Stimme von oben, damit du dich für sie interessierst. Lieber Gott, warum hat meine Frau so ein liebes Wesen? Kommt die Stimme wieder von oben, damit du dich in sie verliebst. Sag, lieber Gott. Und warum ist die so blöd? Kommt die Stimme wieder von oben, die muss sich ja auch in dich verlieben. So ist es, meine Frau. Ich habe meine Familie vergrößert. Meine Frau hat Zwillinge bekommen. Ich habe sie vorgestern im Krankenhaus besucht. Sie hatte die beiden Bengel im Arm. Ich war nervös. Mir jitschten die Tränen aus den Augen. Ich sag, Frau, ich habe es nicht gewollt. Setze, beruhig dich, du hast es doch nicht getan. Nee, ich sag immer, ein Bier, 2 Schnaps, hast du 0,5, eine Frau, 2 Kinder, hat man 0, nix. Meine Frau sagt zu mir, das hast du alles aus dem Fernsehen. Du gehst jetzt mal raus in die Stadt und kaufst mal was Ausgefallenes zu essen. Du gehst jetzt mal in die Stadt und kaufst Schnecken. Ich bin in die Stadt gegangen, ich habe 40 Schnecken gekauft. Habe ich mir alle in die Tasche getan. Auf dem Heimweg habe ich noch einen Kumpel getroffen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stunden Bier getrunken. Oh, da fehlen mir die Schnecken. Ich denke, deine Frau reißt dir den Kopf ab. Ich nach Hause, vor der Haustüre habe ich die Schnecken schön in 2er Reihen aufgestellt. Ich
hab geklingelt, die macht die Tür auf. Ich sag, hopp, 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 nur noch ein paar Meter, dann sind wir zu Hause. Das ist Köln. Kommt euch umgucken, das ist schön in Köln. Hier in Köln entspringt der Rhein. Traumhaft, traumhaft. Der entspringt in Köln. Der ist nur so breit, weil die Mosel zum Gratulieren kommen. Ne? Der entspringt in Köln. Schön, dieses Köln. Und, pass auf, darf ich es erzählen? Hier, Dingens, darf ich, pass auf, hier, wir haben, ich trau mich nicht, ich sage, pass auf, wir haben in Köln den einzigen Fußballverein Deutschlands, dessen Führung es geschafft hat, seinen Spielern jahrelang zu verheimlichen, dass es noch eine Liga drüber gibt. Das muss man nicht vorstellen. Das wusstet ihr nicht. Guck mal, da muss auch der Kameramann weinen. Ja, verwackelte Bilder jetzt. Ne? Nein, die wussten das nicht. Ne? Ich bin extra hingefahren, ich habe Bescheid gesagt, aber es spricht ja keiner mehr Deutsch in dem Verein. Hat keiner verstanden. Jetzt nicht, dass das falsch rüberkommt. Mein Herz schlägt für den 1. FC Köln, aber mein Kopf kann sich diese Namen nicht mehr merken. Das ist einfach so. Guck mal, früher hier, Hessler, Oberreiber, war das schön, ne? Gespielt haben die auch nicht besser, aber du hast beim Schimpfen keinen Knoten in die Zunge gekriegt. Verstehst du das? Als jetzt die ganze Zeit die Rede von diesem Barack Obama war, habe ich gedacht, der ist beim FC im Mittelfeld. Ich wusste es nicht besser. Ich wusste es nicht. Stimmung. Ne? Jetzt hat mir einer gesagt, dieser Obama hätte im Ausland gewonnen. Da wusste ich, der spielt nicht beim FC. Ne? Das ist ja. Aber das ist diese kölsche Mentalität, gerade für die Gäste, die wir heute, diese kölsche Mentalität, die lässt uns das alles ertragen. Wir haben ja so stark auch der Glaube in Köln. Ja, sehr stark der Glaube in Köln. Ich habe auch 36 Jahre schon katholische Glaube in Köln. Katholische Glaube bin ich sehr zufrieden mit, muss man sagen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her der beste Glaube, muss man doch. Du kannst das ganze Jahr Mist bauen, da setzt du dich einmal in der Wandschranke rein, ziehst du die Gardine zu, ne? Hebst du die Hand, sagst du, ich war es, sagst du 3 Gedichte auf, ist alles wieder gut. Alles wirklich vom Glaube her. Doch. Familie, habe ich gesagt, ist wichtig, die Kirche ist wichtig und, weil ich gerade selber erwähne, man darf nie vergessen, wo man hergekommen ist, weil, wenn es nicht mehr läuft, muss man da wieder hin. Darf man da wieder mitmachen. Ich habe ja 15 Jahre vor Köln auch ein Leben gehabt. Ich habe schöne Auftritte gehabt. In der Eifel, im Westerwald, an der A. Es war anders schön, weißt du? Es war rustikaler. Hier, der Tisch hatte ich ja eben erwähnt. Wir hatten das alles nicht, was ihr da habt. iPhones, iPod, iPad, das hatte man alles nicht. Die ganze Eierei, den ganzen Tag bis am Klingeln. Das ist doch wahnsinnig. iPhone, iPod, iPad. Wenn früher geklingelt hat, wusstest du Tür oder Telefon. Bofrost oder Avon. Gab 2 Möglichkeiten, verstehst du? Wenn heute klingelt, musst du 2 Tage frei nehmen und gucken, wo es herkommt. Wir hatten das alles nicht. iPhone, iPad, iPad, die ganze Eierei. Wir hatten Ei im Glas und Überraschungsei. Wir sind auch erwachsen geworden. Was soll aus der Jugend werden, wenn sie Eisprung für einen Riss im Display halten? Da ist doch nichts mehr. Nein. Ja, hör auf. Ja, das sind die Leute, die können nichts dafür. Da steckt mir doch ein ganz kleines Stück von in dir und mir. Ein guter Buckel, abgebrühte Schnott mit so viel Luft. Schnuffig, Streuer, klatscht am Kötter, hüpft wie schon nur. Das sind die Lügen, die können wirklich nichts dafür. Ein ganz kleines Stück davon in dir und mir. Mutze, Buckel, abgebrühte Schlafwitz und